Wenn ich auf einer einsamen Insel gestrandet wäre und es gibt nichts anderes zu essen als Fleisch, ich würde es glaube trotzdem nicht essen. Viele von meinen Freunden haben gesagt am Anfang, als ich vegan geworden bin, das ist so ein Trend, das ist eine Phase, die vorbeigeht. Für mich war das so eine Lebensentscheidung, die ich getroffen habe. Und irgendwann macht es einfach Klick und du gehst nicht mehr retour. Obwohl ich muss sagen, dass es viele Leute gibt, die aus dem Trend heraus sagen, komm, ich mache mal eine Diät, ich ernähre mich mal vegan. Das Problem bei diesen Leuten ist, dass die sich oft nicht genügend informieren und gar nicht wissen, was sie dann noch essen können. Einen Monat lang nur Salat essen und dann finden, das ist nichts für mich. Das dümmste Vorurteil, das ich bis jetzt gehört habe, ist, da kannst du ja gar nichts mehr essen oder nur noch Salat. Also Reis, Herdöpfel, Pasta, ist alles vegan und das ist eines der billigsten Nahrungsmittel. Ihr Veganer sind doch alle mangelernährt und leiden und sind immer müde und haben keine Kraft. Nein. Ich habe viel mehr Energie, seit ich mich vegan ernähre. Ich habe, seit ich mich vegan ernähre, angefangen zu joggen und bei der New York Marathon gerannt. Aber woher bekommen die das Kalzium? Die brauchen doch Milch. Woher bekommt denn die Kuh das Kalzium? Die Kuh ist Gras. Kalzium ist im Gras drin. Und anstatt dass man das über das Fleisch von der Kuh in der Milch bekommt, esse ich einfach direkt alles, was grün ist und habe so mein Kalzium. Hat man als Veganer nicht eine Essstörung, wenn man sich den ganzen Tag nur mit dem Essen befasst? Im Gegenteil. Ich finde es super. Ich schaue, was hat es überhaupt dort drin, in dem, was ich 3-mal am Tag konsumiere, was ich in meinen eigenen Körper tue. Und ich finde, jeder Mensch sollte das mindestens einmal in seinem Leben gemacht haben. Es geht überhaupt nicht darum, dass ich missionieren möchte. Es ist wirklich mehr, dass ich einfach sagen will, wie gut es mir geht damit. Das ist wie, wenn ich eine neue Mascara entdeckt habe, die meine Wimpern viel länger macht. Dann würde ich das ja auch jeder Kollegin erzählen, oder? Vegan sein war eigentlich eine sehr egoistische Entscheidung von mir. Ich habe sie in erster Linie für mich selber gemacht, für meine Gesundheit, für mein Wohlbefinden. Und wenn ich nebenbei einen Teil dazu beitragen kann, dass die Welt so viel besser wird, dann mache ich das sehr gerne. Aber die Welt retten kann ich allein nicht. Da müsst schon ihr mir helfen.